Hey, herzlich willkommen, schön bist du da aus Zürich, live, Freitagabend, 19:30 zu unserem Gebetsabend. Schön bist du da, schön sind ihr alle da. Ganz am Anfang ein Gruß an meine Frau. Die wäre jetzt eigentlich da. Ja. Vielleicht hast du dich gefragt, das ist ja nicht die gleiche Frau wie auf meinem Bild. Meine Frau ist die im Bett. Vielleicht du ja auch, bist krank, keine Ahnung. Auch schön bist du gleich da. Und Mega. ganz spontan hat gestern Abend Tabitha zugesagt. Genau, ja. Also es ist mega cool, da zu sein mit euch allen. Und bin mega gespannt auf den Abend, Yes, das was sind Gott wir wird auch. tun. Yes. Und da haben wir noch die Steffi und die hat noch ihren Mann mitgenommen. Der Simon, der weiß auch ganz spontan, dass er heute hier einen Ausgang mit uns. So cool, Yes. ihr werdet uns im Worship helfen heute Abend. So cool. 5. Abend, Gebetswoche. Genau, was erwartet uns? Heute ist einfach der Abend, wo es um die Freiheit geht. Wir wollen, dass du Freiheit erlebst und dass wir einfach schauen in unserem Leben, wo haben wir so Angewohnheiten, die wir loswerden wollen, die uns zerstören und die uns einfach die Freiheit nehmen. Und wir haben einen mega coolen Vers gerade zum Einstieg, und zwar steht er im Römer 8,11. Dort steht: Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Und wir wollen uns einfach wirklich positionieren und sagen, hey, die Freiheit, die wollen wir erleben, die Freiheit, die da in dem Vers versprochen wird. Und du hast mir gestern noch erzählt, du hast etwas Neues entdeckt in diesem Vers. Ja, ich bin auf den Römer gekommen, weil letztens hat mir ein Kollege gesagt, jetzt bin ich schon so lange im ICF und ich habe noch nie eine Predigt von dir gehört über den Römerbrief. Und ich dachte, das stimmt, ist noch crazy. Ich muss wieder mal den Römerbrief lesen, bin ich da über die Stelle gestolpert. Und ich habe wie das erste Mal gemerkt, es ist so cool, da geht es nicht nur darum, die Kraft vom Heiligen Geist, steht ja, das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich habe mir bis jetzt immer gedacht, ja, die wird uns dann von den Toten auferwecken. Ich habe gemerkt, hey, da geht es ja darum, die Kraft ist jetzt da. Also heute Abend, nicht nur erst, wenn ich dann sterbe und auferstehe, sondern jetzt ist die Kraft von Jesus da, vom Heiligen Geist. Und das finde ich mega cool. Ja, und ich meine, den Heiligen Geist den wir gerade einladen für den Start. Darum, Heiliger Geist, wir laden dich einfach ein. Bist du jetzt da bei uns? Sag du den Abend. Öffne du unsere geistlichen Ohren, unsere geistlichen Augen und mach unser Herz einfach weich für dich. Und dass wir deine Stimme hören dürfen. Amen. In meinem Chaos, in allen Fragen schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Ja, du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Himmlischer Segen für meine Seele, komm, überflute mich. Von deiner Treue lass ich mich tragen, ja, ich vertraue auf dich. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Ja, du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du lässt mich niemals los, du lässt mich niemals los, und sollte ich auch fallen um meine
Du lässt mich niemals los. Und sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut. Du bist so, so gut zu mir. Oh. Ja, du bist so, so gut. Du bist so, so gut zu mir. Oh. Ja, Vater, danke, dass du so gut bist zu uns, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast und dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, jetzt auch in uns ist. Jesus, wir danken dir, dass du gestorben bist für uns am Kreuz. Wir danken dir, dass du uns so ehrst, auch jetzt hier zu sein, hier in unserer Mitte, online, dass du da bist und segnest. Danke, Heiliger Geist. Wir brauchen dich und wir danken dir einfach für deine Gegenwart. Ja, so gut, dass wir uns ausstrecken können. Jetzt, wir haben vorgemerkt, wir können auch Deutsch. Aus Zürich geht auch vor, hat hoffentlich der Heilige Geist für dich übersetzt. Aber es kommt davon, wir sind hier, ich bin aus dem Zürcher Oberland, Wetzikon, aus Regensdorf ja, und genau. aus dem schönen Bruck. Genau, aber wir haben es noch rechtzeitig gemerkt, dass genau, du nicht nur die Gabe der Übersetzung brauchst. Hier, Freiheit ist Thema und ich möchte dir gerade den nächsten Vers vorlesen. Wenn du die Bibel dabei hast, dann kannst du auch aufschlagen. Römer 8, 12 bis 13. Da geht es nämlich weiter. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von euren alten Wesen und den bösen Taten abwendet, dann werdet ihr leben. Genau das wollen wir heute machen. Gebet und Freiheit geht es darum, dass wir Sachen erkennen und bekennen, von denen wir frei werden wollen. Tabitha hat es vorher schon gesagt, es gibt so Lebensmuster, da stecken wir vielleicht drin. Und crazy in diesem Text ist die Gegenüberstellung. Die Kraft vom Heiligen Geist, die ist wirklich da und die kann uns verändern. Und ich fand es so interessant, Leo am Sonntag gepredigt, hatte gesagt, Sünde ist gar nicht immer hässlich auf den ersten Moment. Sünde hat vielleicht auch das, wo du frei werden willst, zeigt dir der Heilige Geist. Und du merkst, eigentlich ist es noch was ganz Tolles, eigentlich gar nicht so schlimm, denkst du vielleicht auch. Aber hier steht es ganz klar im Text, Sünde macht dich immer kaputt, ist immer was Destruktives. Und vielleicht weißt du das, hast du es auch schon mal gehört, im Griechischen und Hebräischen ist dieses Wort Sünde ja eigentlich aus der Sprache vom Schießen oder aus der Jägersprache. Also wenn du was vorhast und du zielst dahin und dann triffst du es halt doch nicht ganz, das ist Sünde, so vorbeigeschossen. Und manchmal, vielleicht gibt dir heute ja der Heilige Geist einen Impuls, wo du merkst, hey, da bin ich irgendwo so knapp daneben und doch vorbei. Das ist auch Sünde. Und da wollen wir heute einfach frei werden von Sachen. Ja, mega. Also die Sünde ist manchmal so attraktiv, weil es einfach angenehm ist und vielleicht auch bequem und es einem auch Spaß macht oder man weiß, ja, irgendwie ganz weit hinten, vielleicht ist es doch nicht so gut. Vielleicht bist du am Netflixen die ganze Zeit, jeden Abend, ich weiß nicht. Oder, ist ja nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm. Ich meine, das sind nur 2-3 Stunden und vielleicht wird es dann noch eine Episode mehr und es ist ja zum Entspannen und trotzdem merkst du vielleicht irgendwann, ich verbringe doch sehr viel Zeit dort und sollte diese Zeit vielleicht auch mal in etwas anderes investieren. Und heute wollen wir wirklich anschauen, wo ist diese Freiheit in deinem Leben? Wo sind Dinge offensichtlich? Jetzt das Netflixen ist vielleicht ein bisschen ein offensichtlicheres Thema, wo auch andere mitbekommen, aber manchmal sind es auch ganz tiefe Sachen irgendwo in deinem Herzen, wo du merkst, okay, da stehe ich an oder da blockiert mich etwas. Und diese Dinge wollen wir heute anschauen. Und wir haben den besten Helfer. Es ist der Heilige Geist und ja, den wollen wir einfach ganz bewusst auch einladen und ihn fragen, wo gibt es bei mir in meinem Leben Sachen, die ich ändern will, die ich geoffenbart haben möchte vom Heiligen Geist und vor allem jetzt in den nächsten paar Minuten.
Und für das kannst du, wenn du zu Hause bist, auch einen Zettel nehmen oder Papier und Stift holen. Du kannst es auch in dein Handy aufschreiben oder vielleicht möchtest du es einfach laut aussprechen. Sachen, die dir auffallen und die der Heilige Geist dir eingibt, wo du wie an diesem Ziel vorbeischießt. Und wir nehmen uns jetzt dann kurz Zeit, auch wieder mit einem Song, wo wir einfach auf den Heiligen Geist hören und ihn um Rat bitten und unsere Herzen öffnen, was er Genau. parat hat. Wenn du willst, kannst du das sogar in den Chat schreiben. Unbedingt. Vielleicht hast du einen Punkt, du merkst, von dem will ich heute frei werden. Das will ich heute Jesus ans Kreuz bringen. Schreib's doch in den Chat, wenn du mutig bist. Oder nimm zu Hause einen Zettel und schreib's auf. Aber mach's fest, schreib's irgendwo hin, in den Chat oder auf den Zettel. Genau. Ja. Darum laden wir jetzt einfach den Heiligen Geist ein. Mach das mit mir zu Hause, wo auch immer du bist. Ja, und hier sind wir, Heiliger Geist. Wir danken dir wirklich, dass du zu uns sprichst, auch heute noch. Und wir wollen wirklich unsere Herzen dir hingeben und dich bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir solche Angewohnheiten haben, die uns von der Freiheit fernhalten. Und wir wollen wirklich offen sein, dass du jetzt wirken kannst und sprechen kannst. Und wir wollen hören. It's all about you. It's all about you. Jesus. Oh, Jesus. It's all about you. It's all about you. Jesus. Oh, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Oh, Jesus. All honor and praise. We lift up your name. To you all the glory. To you all the glory. All honor and praise. We lift up your name. To you all the glory, to you all the glory. Jesus, it is you, it is all about you. Oh, it is all about you. Yes, it's all about you. Yeah, Jesus. Oh, Jesus, it's all about you. It's all about you. Yeah, Jesus. Oh, Jesus, it is you. It is you. Manchmal gibt es so ganz offensichtliche Sachen und die weißt du sofort. Ihr habt dir in den Chat geschrieben, ich möchte von Zigaretten frei werden, ich möchte frei werden von Krankheit, von Ungeduld. Und die einen Sachen, da musst du gar nicht überlegen, das ist einfach zack, das weißt du. Aber nimm dir doch noch mal ganz kurz Zeit und frag nach den Heiligen Geist. Gibt es noch einen Punkt? Gibt es was, wo du mich frei machen willst heute? Vielleicht ist ein Wort, ein Gedanke, der aufgekommen ist, schreib's auf.
Stefan will frei werden von Angst und Depression, von innerer Unruhe, der Emanuel. Selbstzweifel, schreibt der Peter. Nikotin und Koffein. Angst und Sorgen. Und weißt du, das Gute ist, dass Gott uns wirklich frei machen will heute Abend. Jesus ist der uns frei machen will. Und es ist so gut, wenn man Sachen einfach mal mutig Jesus sagt, mutig auch einander sagt. Hey, das sind die Punkte, die habe ich aufgeschrieben. Ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will frei werden. Ist das, was ist bei dir so durch den Kopf gegangen? Du das Lied gesungen hast? Ich habe gemerkt, wie ich schon längere Zeit einfach extrem stark über Leute urteile, was sie machen und einfach so negative Gedanken manchmal habe, die ich eigentlich gar nicht will. Aber es bringt weder denen etwas noch mir. Also es ist wirklich einfach zerstörerisch. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, das will ich unbedingt loswerden. Das gehört nicht zu mir und will ich einfach nicht mehr. Sehr cool. Tabitha? Ja, bei mir ist so das Wort Distanz gekommen. Ich baue sehr schnell Distanz auf oder ich schütze mein Herz und bilde eine Mauer. Sobald ich irgendwie verletzt werde oder mich nicht wohlfühle, dann ziehe ich mich zurück und ja, gehe auf Abstand. Und das ist schon etwas, das ich loslassen will, weil ich weiß, hey, so etwas hat Jesus für mein Leben nicht vorgesehen. Er will, dass ich in Freiheit bin oder lebe und auch in Freiheit mit anderen Personen kommunizieren kann. Ja. Sehr cool, groß aufgeschrieben, Distanz. Mir sind auch vor noch Sachen, Sorge auch für die Zukunft, Sorge für meine Jungs. Ich habe 3, jetzt schon größer, 3 Jungs. Also was wird aus denen? Was machen die? Sorgen? Und merkst, ja, ich will mich gar nicht sorgen. Noch ein anderes Beispiel, das ist aber schon ein bisschen länger her, im Dezember habe ich gemerkt, hey, ich entwickle mich zum Raucher. Ich bin so Genussraucher. Dann mal eine Zigarre mit jemandem rauchen und so. Und dann Corona war irgendwie der Stress zu viel und dann rauchst du ein bisschen mehr und dann gehst du spazieren und sagst, ja, ich gehe wieder spazieren und ich gehe wieder beten und dabei gehst du rauchen. Und ich habe gedacht, hey, dann passiert es einfach so, oder? Eben, Sünde ist gar nicht, genau, es schleicht sich ein. Sünde ist gar nicht immer irgendwas, was du von Anfang merkst, das ist schräg. Aber ich habe da vor Weihnachten gemerkt, hey, jetzt muss ich mal einen Stopp machen. Und ich habe mir vorgenommen, bis Ostern, ich mache eine lange Fastenzeit, ich lang keine Raucherwaren mehr an, weil das ist irgendwie was, das hat sich so eingeschlichen, das ist komisch und ich will das nicht mehr. Und das kann ja auch so was sein, eine Angewohnheit, wo du merkst, das will ich jetzt loswerden einfach, genau. Du hast sie in den Chat geschrieben oder auf den Zettel? Ja, genau, ist da auf den Zettel geschrieben. Weil ja, ich möchte wirklich, also wenn man es so sieht, dann hat es einfach viel eine größere Wirkung. Und es ist so klar vor Augen, so schwarz auf weiß, wie man so schön sagt. Yes. Ich möchte noch einen Bibelvers dazu lesen, Römer 8, Vers 14. Da heißt es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also der Geist hat dir was gezeigt jetzt, vielleicht ganz spontan, vielleicht auch was du schon länger weißt und wahrscheinlich ist es auch der Geist, der dich da einfach immer wieder pusht und so, hey, komm jetzt, wir werden jetzt frei, den Punkt. Und dann steht hier, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater rufen. Also so cool. Es geht gar nicht darum jetzt, auch wenn du es in den Chat schreibst, um Verdammnis oder um Scham oder ich schäme mich für das, sondern wir können heute wirklich frei werden, wenn wir Sachen bekennen und ihm das einfach bringen. Mein Bild ist immer so, ich darf zu meinem Papi kommen und ihm das sagen und er schließt mich in den Arm und er sagt, hey, ist schon okay, ist gut, ich vergib dir. Und das wollen wir jetzt machen, ganz, ganz konkret. Wenn du zu Hause einen Zettel hast, dann vielleicht willst du den einfach jetzt mal in die Tonne pfeffern oder verreißen und die Sachen aussprechen, die da draufstehen und die vernichten. Und wir beten wirklich um Vergebung und wir machen jetzt einfach ein Bekenntnis voreinander und mit dir zusammen. Lass uns da in eine Zeit von Bekenntnis und vom Lossprechen kommen. Danke, Jesus, dass wir einfach dich kennen und dass du uns jetzt frei machst.
Und bei dir ist keine Verdammnis. Und wenn wir jetzt dir diese kleinen und großen Sachen bringen, dürfen wir wissen, du vergibst uns. Und wir schütten dir unser Herz aus. Danke, bist du da mit deiner Vergebung. Und ich möchte ja auch einfach dich um Vergebung bitten, da wo ich was anderes suche, auch dieses Muster mit dem Rauchen, das war für mich wie sowas, ja, ich habe mir das verdient, wo ich hole mir den Trost woher oder ich suche was anderes und da war ein bisschen nur du, den ich finden will. Und ich danke dir, dass bei dir Vergebung ist. Ich bringe dir das und ich danke dir, dass Vergebung bei dir ist. Wir beten jetzt auch für dich, wenn du hier im Chat geschrieben hast. Ich möchte wirklich für Freiheit bitten, auch für die, gerade die geschrieben haben, sie haben ein Problem mit Suchtmitteln, mit Nikotin. Du sollst wirklich frei werden. Und jemand schreibt, er will vom Spielen wegkommen. Und ich bete auch für Beziehungen, die nicht gesund sind, wo einem nicht gut tun, wo jemand schreibt, toxische Beziehungen. Ja, die wollen wir einfach loslassen. Und ich spreche euch gesunde Beziehungen zu, dass ihr wirklich in diese Freiheit kommt, in diese Nähe auch zu anderen, in tiefe Freundschaften, in Begegnungen, wo einfach Jesus das Fundament ist und wo ihr auf dem aufbauen könnt. Und wo es so in die Tiefe gehen kann, dass einfach Wunder an Wunder dürfen passieren, auch zu zweit und man sich darüber austauschen kann. Ich bitte dich wirklich darum, dass da auch Heilung in Beziehungen geschehen dürfen, jetzt in der nächsten Zeit. Schreiben auch Leute, dass sie Angst haben und Sorge und wir bringen dir einfach Angst und Sorge. Danke, dürfen wir das zugestehen, dass wir uns Sorgen machen, dass wir Angst haben und wir bringen dir das, Jesus, ans Kreuz. Du sagst, bei dir ist keine Angst. Wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit und das empfangen wir von dir. Und wir bringen dir auch unsere Sorgen um morgen, um die Zukunft, um die Kinder, um die Ausbildung, wie es weitergeht. Danke, sorgst du für uns. Nimm dir doch noch einfach 1-2 Minuten Zeit, um mit deinen eigenen Worten zu Hause, auf dem Sofa, wo auch immer du bist, das selber zu formulieren. Deine Sachen auf der Liste auszusprechen. Sprech das aus, laut. Wenn du allein bist, manchmal komisch, aber sprech das aus, laut, was steht da drauf und mach einen Schritt und sag, Jesus, ich will das nicht mehr. Lass uns doch noch für Leute beten, die krank sind. Hier sind ganz viele Leute, die schreiben, ich möchte frei werden von Krankheit, von Depression.
Lass uns da auch noch eine Gebetsrunde machen für diese Leute. Ja, Jesus, und du siehst die Personen, die krank waren. Vielleicht war es eine Grippe, vielleicht war es Covid. Aber wir brechen einfach diese Grippen. Die haben keinen Anspruch auf unseren Körper. Denn wir sind vollständig geheilt. Du hast es vollbracht am Kreuz. Du bist für unsere Krankheiten gestorben. Du bist für jeden Virus gestorben, der da herumschleicht. Und wir stellen uns einfach unter deinen Schutz an deinem Kreuz. Ich danke dir wirklich, dass du ans Kreuz gegangen bist für all unsere Schuld, aber auch für all unsere Krankheit. Und so sagen wir wirklich den Kopfschmerzen, der Übelkeit, dem Unwohlsein, all diesen körperlichen Schmerzen, ja, gebieten wir zu gehen in deinem Namen Jesus, weil dein Name Autorität hat. Und wir in deinem Namen diese Sachen vertreiben dürfen und können. Und daran wollen wir uns festhalten. Und ich spreche auch Heilung über deinem Kopf aus. Wenn Depression da ist, die Gedanken dich runterdrücken, du sollst frei sein von diesen Sachen. Danke, Heiliger Geist, füllst du das, was gehen muss, wieder neu auf. In deiner Gegenwart und deinem Frieden und deiner Ruhe. Danke dir. So gut. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das ist doch so gut. Wenn wir bekennen, wenn wir beten, ich möchte das zusprechen, dir ist vergeben, du bist frei, der Sohn macht dich frei, du bist kein Knecht der Sünde mehr, du bist eine Tochter, ein Sohn von Gott. Ist so gut, die Freiheit, genießt das, lass uns den nächsten Lied singen und einfach da rein eintauchen in diese Dankbarkeit, dass Jesus uns vergeben hat. Lass uns noch einen Song singen zusammen. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, oh, yours is the glory, and yours is the name above all names. What a powerful name it is, oh, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Death could not, and death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Oh, the heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again, and your heaven is rival, and you have no equal. And now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, oh, yours is the glory, and yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Oh, what a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is.
the name of, what a beautiful name, come on. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Ja, danke, Jesus, für deinen wundervollen und kräftigen und machtvollen Namen. Danke dürfen wir den anbeten und dürfen wissen, dass dein Name über allen Namen steht und dass du alles überwunden hast und dass du auf dem Thron sitzt und niemand anderes. Worthy is your name, Jesus, and you deserve my praise. Worthy is your name, oh, worthy is your name, Jesus, and you deserve my praise. Oh, worthy is your name, oh, worthy is your name, Jesus, and you deserve my praise. Oh, worthy is your name, Jesus. Und in Römer 8, 15 bis 16 steht: Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und es ist so schön zu wissen, dass wir zwar diesen kräftigen und wunderbaren Namen anbeten, aber trotzdem, wie du vorhin gesagt hast, einfach zum Vater gehen können und er umschließt uns mit seinen Armen. Er ist so groß und so machtvoll, aber trotzdem so nahe und umarmt uns einfach und wir können einfach bei ihm sein, egal was uns gerade beschäftigt. Und er spricht uns diese Identität wieder ein, wenn wir uns unsicher sind und wenn wir nicht mehr wissen, wo unser Kopf steht, vielleicht eben wegen diesen Sorgen um die Finanzen oder die Zukunftssorgen oder auch, wenn wir uns so schwach fühlen in unserem Körper, dass wir doch wissen, er steht zu uns und er spricht es in uns hinein, dass wir sein Kind sind und ihn wirklich Abba, Vater nennen Ich dürfen. fand das vor so stark, der Moment, wenn du das loslässt und bekennst und wenn du dann auf einmal merkst, hey, jetzt ist nur noch Jesus da und Jesus macht uns keine Vorwürfe und da ist Vergebung und da ist Nähe. Das Lied, und du merkst auf einmal, ja, bei Jesus ist gar kein Problem. Er umarmt uns und das ist so befreiend, einfach in die Freiheit zu kommen. So genial, so genial. Ja, mega. Und vielleicht hast du das gerade jetzt zu Hause erlebt. Vielleicht hast du auch so ein Gefühl gehabt. Dann schreib das unbedingt auch in den Chat. Wir wollen nicht nur auch unsere Sorgen teilen, das ist ein Teil davon, aber wir wollen auch feiern und sehen, was sich verändert hat, wo Befreiung entstanden ist in den letzten paar Minuten und wo Gott wirken konnte und du diese Sachen wirklich am Kreuz lassen durftest. Und wir lassen sie dort, wir holen sie nicht wieder ab, wir wollen sie nicht wieder mitnehmen. Genau. Lass uns das einfach noch festmachen. Du hast jetzt was losgelassen, sag's nochmal, Jesus, ich bin jetzt frei davon. Vielleicht ist dir auch noch ein Punkt eingefallen, du merkst, hey, da will ich wirklich einen konkreten Schritt machen. Ich will jetzt das festmachen. Vielleicht ist es einfach nochmal das Gebet, das wir jetzt zusammen beten. Vielleicht fällt dir auch schon was ein, hey, ich muss das ändern. Eben nicht nur, ja, ich will aufhören zu rauchen, sondern ich werfe jetzt meine Päckchen Zigaretten auch wirklich weg. Oder was auch immer dir der Heilige Geist zeigt. Vielleicht schreibst du es auch in den Chat rein. Lass uns das nochmal festmachen. Und genau.
Ja, du schreib es auch auf deinem Handy auf oder irgendwo ein Post-it an deine Tür, dass du jeden Morgen weißt, hey, heute will ich wirklich darauf achten, zum Beispiel bei mir, dass ich nicht auf die Distanz gehe, sondern dass ich offen bin und mein Herz öffne gegenüber Personen, die mich vielleicht verletzt haben, oder dass ich konkret einen Schritt mache. Ich schreibe jemandem oder ich bitte jemanden um Hilfe, weil ich weiß, hey, alleine schaffe ich das nicht. Genau, und ich bete noch dafür. Heiliger Geist, danke für alles, was du uns jetzt gezeigt hast, was wir sehen durften, was vorher verschleiert war oder verdeckt war. Danke, durften wir das an deinem Kreuz ablegen und gibst uns Freiheit stattdessen und dürfen wir jetzt in dieser Freiheit wandeln. Und wir wollen das festmachen und wir wollen deine Identität annehmen. Wir wollen das annehmen, was du uns zusprichst und nicht, was die Welt uns zuspricht oder was wir uns selber einreden, sondern wir wollen unseren Blick auf dich richten. Und wenn wieder ein Sorgenschwall kommt, dann wollen wir uns unter deinen Schutz und unter deine Flügel begeben und dich anrufen und dich als Schutzschild nehmen. Danke, Heiliger Geist, erinnerst du uns jeden Tag daran, dass du unser Vater bist, dass du der Abba bist, der uns umschließt mit deinen liebenden Armen und uns nicht loslässt. Amen. Yes, als Söhne und Töchter. Römer 8, Vers 17, da steht, das ist so crazy, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinen Sohn gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. So crazy, oder? Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Mich fasziniert das. Und deswegen ist, wenn du in die Freiheit kommst, glaube ich, immer auch nicht nur so schön für mich jetzt, schön für dich, jetzt haben wir was Tolles erlebt, sondern wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wir wollen jetzt am Schluss nochmal ganz bewusst auch Leute mit einschließen in unser Gebet, die auch Freiheit brauchen. Du kennst Leute in deiner Umgebung, du merkst, hey, die müssen Jesus kennenlernen. Oder du kennst Leute, die müssen auch frei werden von irgendwas. Oder vielleicht kennst du jemanden deiner Familie und der ist krank. Also lass uns jetzt nochmal eine Gebetsrunde machen, ganz konkret für Menschen zu beten. Ich zum Beispiel, jetzt vor Ostern, das mache ich schon seit ein paar Jahren, ich faste immer Alkohol. Und zwar mache ich das immer für spezifisch einen Menschen. Ich habe schon für jemanden gefastet, der krank ist. Im Moment bete ich für meinen Freund, der ist schwer Alkoholiker. Und der kennt Gott, aber der muss einen Durchbruch haben, der braucht Freiheit. Und das ist mein Gebetsanliegen, das ist mein Freund, für den möchte ich beten, für den faste ich. Und genau. Ja, bei mir ist es so, ich bin Lehrerin und jetzt Corona-bedingt durften wir uns auch nicht mehr im Lehrerzimmer treffen. Und da habe ich in meinem Schulzimmer so eine kleine Kaffee-Ecke gemacht und dann kamen immer 1, 2 Personen zu mir und wir haben auch einen Gebetskreis gestartet an meiner Schule, wo wir einfach wirklich beten, dass wir Salz und Licht sein können, aber auch, dass diese Personen um uns herum, eben die vielleicht in mein Schulzimmer laufen oder bei meinen Mitkolleginnen, die auch Christen sind, dass wir einfach dort das Salz und Licht sein können. Und es ist wirklich wunderbar, wie Gespräche entstehen und wie Freundschaften entstehen, aber so auf eine natürliche Art, nicht gezwungen, sondern einfach, weil ich sage, ja, ich will als Werkzeug da sein für meinen Gott im Himmel und ihm einfach das geben, was ich habe. Und so gehen einfach Türen auf, wo man staunen kann. Und da bete ich einfach auch jeden Tag rein, dass meine Arbeitskolleginnen und Kollegen Jesus erfahren dürfen. Und vielleicht hast du zu Hause auch an deinem Arbeitsort Personen, die dir schon jahrelang auf dem Herzen liegen oder Familienmitglieder, wo du dir so sehr wünschen würdest, dass sie diese persönliche Beziehung zu unserem Vater haben dürfen. Darum lass uns für die Personen beten. Und wenn du speziell einen Namen hast, für den wir beten sollen, schreib ihn unbedingt in den Chat rein. Yes, schreibt in den Chat rein und lass uns beten für diese Freunde von uns. Danke, Jesus. Siehst du jeden in unserem Umfeld und dürfen wir wirklich das Salz und das Licht sein. Danke, segnest du, dass wir einen Segen weitergeben können.
Und ich bitte dich um Veränderung in unserem Alltag, bei unseren Freunden, bei unserer Familie, bei unseren Arbeitskollegen, dass wir einfach deinen Segen sehen dürfen. Und ich bete jetzt gerade auch für meinen Freund Silvio, dass du ihn frei machst. Danke, dass du bei ihm bist, dass du ihn segnest. Also der darf einfach Schritte aus seiner Sucht machen. Und du siehst all diese Namen im Chat, den René, die Ruth, Horst, Manuela, den Sebastian, Thomas, Samuel. Jesus, du siehst all die Menschen und ich danke dir, dass du wirklich da dran bist und dass du sie umgibst mit deinem Frieden und mit deinem Segen. Dass du ihre Herzen berührst, dort wo sie stehen und dass sie auch diese Freiheit erleben dürfen. Wir beten auch noch für all die Menschen auf der Liste, die dich, Jesus, noch nicht kennen. Danke, Jesus, dass du diese Menschen liebst, die Eltern, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen. Du liebst sie, du bist für sie gestorben und wir bitten dich zusammen, dass du sie an dein Herz ziehst. Dass sie sich öffnen können, sie dir begegnen können. Danke, ziehst du sie an dein Herz. Wir möchten Entscheidungen sehen dieses Jahr, dass Menschen zum Glauben kommen. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen. Danke, dass du sie segnest. Hey, vielleicht ist das gerade das, was dich angesprochen hat, wo du merkst, ja, ich möchte es auch. Diese eine Person oder vielleicht das Beispiel von dir, ja, wieso nicht? Kaffee-Ecke irgendwo bei dir im Büro oder zu Hause oder vielleicht hat dich irgendwas angesprochen oder du merkst auch, ich will fasten, vielleicht nicht bis Ostern, sondern bis irgendwann, bis Weihnachten vielleicht, für deinen Freund oder du merkst, hey, ich will wieder ganz konkret für meinen Bruder beten oder meine Schwester beten, die Jesus nicht kennt. Dann schreib's auf und bleib dran. Und genau, wir singen nochmal ein Lied. Wir sind schon fast zu Ende von unserer Gebetszeit, aber wir lassen nochmal Jesus groß werden mit dem Song. Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben und wer ist dir gleich? Niemand, oh nicht. Und Jesus, du bleibst für alle Zeit und ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein und du sollst mein Ein und alles sein. Wer außer dir, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben, wer ist dir gleich? Niemand und nichts, nein, niemand und nichts. Oh Jesus, du bleibst für alle Zeit und ewig wirst du mein König sein. Und ich beuge mich vor dir allein und du sollst mein Ein und alles sein. Nur du allein, oh Jesus. Komm on, wir singen so laut wir können. Wir singen so laut ich kann. Und wenn nicht ich, wer dann? Niemand ist wie Jesus, keiner so wie
Jesus. Und allem, was ich bin, gebe ich mich dir ganz hin. Und niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Ich sing so laut ich kann, und wenn ich dich wär, dann niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Mit allem, was ich bin, gebe ich mich dir ganz hin. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Oh Jesus, du bleibst für alle Zeit, und ewig wirst du mein König sein. Und ich beuge mich vor dir allein, und du sollst mein Ein und alles sein. Oh Jesus, du bleibst für alle Zeit, und ewig wirst du mein König sein. Und ich beuge mich vor dir allein, und du sollst mein Ein und alles sein. Nur du allein. Du sollst König sein. Soll König sein. Soll König sein, Entschuldigung. Der Heilige Geist beginnt wieder zu wirken zu Hause, um zu übersetzen. Wenn du wieder einschalten willst, dann laden wir dich ganz herzlich ein, am Sonntag in das ICF einzuschalten oder live dabei zu sein. Wir würden uns riesig darüber freuen, dich begrüßen zu dürfen. Yes, sehr cool. Vielleicht Sonntagabend, da siehst du Tabitha, Genau. oder im Zürcher Oberland oder im Bruck oder sonst irgendwo in einer Kirche in deiner Nähe. Genau. Hey, ich möchte dich ganz fest segnen, wo auch immer du bist. Schön warst du da. Gott ist mit dir. Und vergiss nicht, du bist frei. Du bist ein Sohn, Tochter vom Höchsten. Und wir wünschen dir alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder woanders. Macht's gut. Tschüss. Und Ciao. ciao, ciao aus Zürich.